Im Casa Rural Placida in Escalona auf dem Camino de Santiago de Levante hatte ich das Frühstück für 5 € dazu gebucht. Um 7:30 mache ich mich auf den Weg. Der Jakobsweg Camino de Santiago de Levante verläuft von Valencia am Mittelmeer nach Zamora nahe der portugiesischen Grenze. Die heutige 22. Etappe von Escalona nach San Martín de Valdeiglesias hat eine Länge von 30 Kilometer. In den nächsten Tagen führt der Camino de Levante über das Iberische Scheidegebirge und es wird bergig. Das Gebirge ist 700 Kilometer lang und bis zu 2600 Meter hoch. Heute sind 700 Höhenmeter zu überwinden. Um 6:15 reicht das Tageslicht noch nicht aus für diese unwegsame Strecke. Trotz des starken Regens gestern sind nur einzelne Pfützen auf dem Weg. Auf beiden Seiten schützen mich Zäune vor den wilden Tieren. Um 9 Uhr sehe ich Almorox, eine Stadt mit 2300 Einwohnern. Ich wollte eigentlich gestern schon bis hierher laufen, aber wegen des Regens bin ich nur bis Escalona gegangen. Gestern war der erste Regentag auf diesem Camino. Nach einigen Stunden Laufen im Regen hatte ich den Spaß am Pilgern verloren. Ich bin wohl eher ein Gutwetterpilger. In der Apotheke fülle ich meinen Blasenpflastervorrat auf, dann gibt es einen Kaffee auf der Plaza de la Constitución. Im Dia-Supermarkt will ich meinen spanischen Lieblingsjoghurt kaufen, aber auch diese Dia-Filiale hat die 500 Gramm Joghurts nicht im Sortiment. Um 10:30 geht es weiter. Es sind noch 21 Kilometer und 580 Höhenmeter bis San Martín de Valdeiglesias.
Der Camino de Levante ist hier wunderschön. Nach Wochen ohne nennenswerte Höhenunterschiede und ohne Wälder geht es nun stetig bergauf durch bizarre Felsformationen, vorbei an Steineichen und durch Pinienwälder. Hier sind die Baumstämme verkohlt, es muss wohl kürzlich gebrannt haben. Peter, mit dem ich vor Toledo einige Tage zusammen gelaufen bin, ist inzwischen gut mit dem Flugzeug in Santiago angekommen. Er hat mir gestern Bilder von der Pilgermesse und vom Schattenpilger an der Kathedralenfassade geschickt. Um 12:30 finde ich einen schönen Rastplatz auf einem Stein unter den Pinienbäumen. Als ich weitergehe, merke ich, dass ich hier eine ganze Stunde vertrödelt habe. Mache ich zu lange Pausen? Aber nein, ich habe doch den ganzen Tag Zeit. Ich habe nun auch am linken Fuß eine Blase. Gegen die Schmerzen hatte ich heute Morgen eine Tablette genommen. Die Wirkung lässt jetzt nach und ich nehme eine zweite Tablette. Das hilft auch gegen meine Knieschmerzen. Wenn ich nicht aufpasse, ende ich noch wie Michael Jackson. Zum ersten Mal auf diesem Jakobsweg sehe ich Zistrosen. Jetzt im Herbst haben sie leider verblüht. Diese Bilder sind vom Camino San Andrés im Mai. Ich habe zu Hause mal einen Zistrosenbusch gesehen, anscheinend wachsen die auch in meiner Gegend, deshalb nehme ich eine Samenkapsel mit. Zu Hause gehen die Samen dann auch auf, mal schauen, ob die Pflänzchen den kommenden Winter überstehen. Auf 850 Meter Höhe gibt es schöne Ausblicke auf die umliegenden Berge des Iberischen Scheidegebirges. Hier verläuft der Camino de Levante 2 Kilometer lang auf einer neu umgepflügten Brandschneise, ohne dass ein Weg zu erkennen ist. Zuerst geht es 30 Höhenmeter steil bergab. Das will ich mit meinem schweren Rucksack meinen schmerzenden Füßen nicht zumuten und ich laufe einen kleinen Umweg. Wieder an der Brandschneise angekommen, geht es nun eine Dreiviertelstunde beschwerlich bergauf entlang der Schneise. Wenn der Boden bei Regen rutschig ist, ist das Vorankommen hier sicherlich sehr schwierig.
Oben auf dem höchsten Punkt der Etappe, auf 880 Meter angekommen, trifft der Camino auf eine weitere Brandschneise. Der Jakobsweg geht nach links weiter, aber es gibt hier keine Wegweiser. Ich weiß nicht, ob ich der neuen Brandschneise folgen muss oder durch das Gatter gehen soll, um dann dem Schotterweg zu folgen. Die Wegbeschreibung meines Pilgerführers hilft mir weiter. Es geht links durch das Gatter. Hier wachsen Weintrauben auf fast 900 Meter Höhe. Die letzten 6 Kilometer geht es nun 200 Höhenmeter abwärts nach San Martín de Valdeiglesias, dem Ziel der heutigen Etappe. Mit meinen schmerzenden Blasen an den Füßen kann ich nicht weiterlaufen und ich beschließe beim Abstieg in San Martín einen Ruhetag einzulegen. Es ist der erste Ruhetag in den 3 Wochen, die ich nun schon auf dem Camino de Levante laufe. Ich nehme mir vor, morgen den ganzen Tag im Bett zu bleiben und keinen Fuß auf den Boden zu setzen. Vielleicht geht es den Füßen dann übermorgen wieder besser. San Martín de Valdeiglesias hat 8300 Einwohner. Nach 120 Kilometer in der Region Valencia und 480 Kilometer in Castilla-La Mancha habe ich heute die autonome Gemeinschaft Madrid erreicht, aber nur um schon morgen in die Provinz Kastilien-León zu wechseln. In San Martín de Valdeiglesias gibt es keine Pilgerherberge. Für 45 € pro Nacht habe ich ein Zimmer im Hotel Labranza reserviert. Das gemütliche Hotel mit einem schönen Innenhof befindet sich in einem Gebäude aus dem 18. Jahrhundert. Ich will heute nicht mehr viel laufen. Nach Duschen und Wäschewaschen gehe ich einkaufen und schaue mir kurz die Kirche an der Plaza Real an. Zum Abendessen gibt es dann im schönen Hotelinnenhof eine Portion Eis.